Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Wir gucken jetzt mal beim Will vorbei wegen dem Flugzeug. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. So, da. Da geht's rein und da ist er. Hurra, hollerö, endlich auch, mein Flugzeug ist fertig. Ich hab neues Metall aufgetan. Mein Traum ist Wirklichkeit geworden. A uns kehrt dir. Drück A, um zu starten. Im Flug drück dann L für die Tiefflüge und R, um höher zu fliegen. Mit Y kannst du beschleunigen. Und um zu landen musst du tief fliegen und auf A drücken. Okay, ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir das schon vorstellen bei so Flugzeugdinger, dass man so mit Taste drückt und so. Aber, klingt trotzdem immer noch lustig. Das ist so, wie der Typ in Neo-Tokyo uns versucht hat zu erklären, dass man mit A und B abwechselnd drücke Nudler essen kann. Ich meine, das ist wie im richtigen Leben, ne? Und, Modo. Liberita hat sich auch wieder voll entwickelt. Und wir haben hier was Lustiges. Aber in das Hütchen können wir nicht reingehen. Das ist anscheinend nur die Zollstation hier. Aber wir haben Liberita Stufe 3. Jo, du gehst mir doch natürlich sofort rein. Na, komm mal her, du Frau. Gefällt der Liberita? Ich liebe diese Stadt und ihre Menschen. Ja, wahnsinniges New York und so. Ist immer so zweischneidige Klinge, würde ich sagen. Wie sieht's dann bei dir aus, Ackermanns Heinz? Ja, die Entwicklung von der Stadt verläuft völlig normal. Wie weit es weitergeht, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis her, weil mehr als 100% kenne ich nicht. Na, wie sieht's dann mit dir aus, komm her. Eines Tages werde ich es packen, ich bin ganz sicher. Ihr flotter Tanz und mein Gitarrensound werden uns berühmt machen. Ah, ihr waren doch auch schon in Loire, oder? Ich glaub schon. Okay, das ist ein freies Zimmer. Da können wir wahrscheinlich ratzen, wenn wir pennen wollen. Und da ist noch so ein Japaner. Hallo Japaner. Die Freiheit jedes Lebewesens wird dadurch sehr eingeschränkt. Ich kam hierher, um mehr über Liberita zu erfahren. Ja, je mehr Stadt, je mehr Menschen geballt sind, desto weniger Freiheit. Das stimmt schon irgendwie. Wenn eine Stadt wächst, verlieren die Menschen auch ein bisschen Freiraum. Dasselbe gilt auch für die Tiere. Ach, die leiden unter der Größe von der Stadt. Sind das die Nachteile, die der Fortschritt mit sich bringt? Das war auch dasselbe Wanderer, der uns in Loire auf Stufe 3 begegnet ist, würde ich sagen. Und der gibt auch hier seine Weisheit im Hotel weiter an uns. Uiuiui. Okay, da haben wir jetzt wieder Händler und Magier total aufgepumpt. Wie sieht's da mit dir aus? Wusstest du das? Waffen und Rüstungen sind, die dein Glück erhöhen, verhindern Treffer. Sie erhöhen auch deine Magie. Das lohnt sich. Naja, ich weiß ja nicht so recht. Hallo Ladenbesitzer. Wie sieht's dann aus? Der scheint nichts Besonderes für uns zu haben. Ah, ich liebe die Händlermusik. Die gehört auf jeden Fall mit zu meiner Lieblingsmusik hier. Der Magier hier. Willkommen beim Magier. Was hat denn der Magier für uns Schönes? Da war dann, genau, so einer wollte ich doch doppelt haben. Das passt auch natürlich sofort. Jetzt dürft man alle Ringe parat haben. Gerade mal gucken. Dann müsste ich die auf jeden Fall einmal verwenden. Genau, jetzt haben wir alle Ringe parat. Den Feuerring haben wir schon einmal verwendet. Erdenring, Eisring, Orkanring, Mondring. Was macht dann der da? Setzt die Kraft der Sonne frei, ja, warum auch nicht? Beschwörte Flamme wäre, warum immer der Sturmring das macht. Atomring verursacht großen Schaden, dann haben wir sogar 4-mal schüchtert Gegner für den Donnerring, lässt Blitze zucken für den Blitzring und der Sonnenring beschwört eine Lichtkugel. Warum auch immer der die Kraft der Sonne freisetzt, sei jetzt mal durchgestellt. Hauptsache ist, wir haben jetzt alle erdenkliche Kruscht parat. So, perfekt. Dann sollte ich mal dringendst auch im Kampf mal sowas einsetzen. Okay, der Waffenhändler, der Schnorres. Was hat denn der Schnorres da für uns? Eine brillante Waffe, die um 3 sogar erhöht. Das ist so wie ein dumpfer Donnerschlag. Ja, der andere Kruscht kennen wir schon. Aber das Ding, dafür haben wir nicht mal mehr genug Kohle. Wisst der Teufel, was das ist? Und Rüstungshändler, wer nichts kann, fliegt raus. Moment. Quatsch, da war ich doch schon mal. Natürlich, da habe ich doch auch den Dumba schon befreit. Okay. Also Liberita auf Stufe 3 haben wir tatsächlich auch schon erlebt. Ah, ich bin ein bisschen weit. Ich bin ein bisschen raus, ihr liebe Leute. Ohne Scheiß. Es hat ein Weilchen gedauert. Aber ich glaube echt, wir sind hier durch, ja? Moment, war da nicht noch irgendwas hoch? Wo ist denn der Kneipe-Besitzer, der Lustige? Der Dumba habe ich aber hier schon befreit, oder?
Sitzer wollte sich zur Ruhe setzen, das war ihr Chance. Jetzt kann sie die Faulenzer, den Faulenzer hier besser im Acht behalten. Okay, alles klar. Nee, ich glaube aber, das haben wir schon mal gemacht. Na egal. Ich mach's auch gerne noch einmal. Guck mich hier nochmal gerne um. Wie sieht's denn mit dir aus, du Kasper? Das Weib guckt nur noch den ganzen Tag den Fernseher und macht keinen Finger mehr krumm. Jo. Ja, das kennt man von heutzutage. Ach, obwohl ich selten ins Haus verlasse, bin ich bestens informiert. Ja, mit den Katze-Sendungen sowieso, da verpasst man nichts bei Katze Today. Ach, der Tom, den gibt's immer noch. Ach, der Jürgen aus Seeheim kocht delikate Speise. Feuriges Würstelgulasch im Brotmantel. Exzellent! Ach jo, ach jo. Ich weiß, bei dem Wechsel ist ständig zwischen pelzig und amerikanischer Akzent. Ach ja. Wie sieht's bei dir aus? Hier, haben viele ihr Glück gemacht. Auch ich bin deswegen hier. Mein Traum ist eines Tages ein eigenes Restaurant zu besitzen. Ja, dann würde ich aber mit Jürgen zusammen, hätte ich gesagt. Und du da? Hallo, ich job hier, um mehr über Modetrends zu lernen, aber das Leben ist sehr kompliziert. Sicher, dass du nicht nur bei den 3 Mädels gaffst? Ah ja. Okay, das sind die Kleider. Okay, die wascheln jetzt hier rum, haben auch nur 2 Betten parat. Muss wohl endlich die kürzere ziehen oder 2 Pennen in M-Bett. Und was ist mit dir, du alter Mann? Ich hab die Kneipe zwar schon sehr lang gehabt, aber jetzt reicht's mal. Ich bin's leid, unverschämt und vorlaute Deppe zu bedienen. Kann man auch nachvollziehen, echt. Okay, okay, wunderbar. Und was haben wir dann hier noch? Tourismusbüro, ja. Wir sollten vielleicht nochmal die Sache weitergeben. Haben wir Kamera parat und gerade ausgerüstet? Nee, dann sollten wir die Kamera nochmal ausrüsten. Definitiv nochmal alle Bilder weitergeben, die wir so haben. Ich gebe Loire weiter, obwohl das schon voll ist. Ahola gebe ich gern weiter. CM gebe ich weiter. Und die Goldküste. Selbstverfreilich. Ach, okay. Was anderes Nettes finde ich leider nicht mehr. Okay, bei denen muss ich gucken, bei denen Kasper, wie es bei denen so ausschaut. Oder Sam. Jedermann mit Telefone ordern. Ich bin ein glücklicher Mensch. Das Telefon wird das Leben der Menschen grundlegend verändern. Aber hallo. Ruf am Telefon steigt von Stund zu Stund. Und Telefon und Elektrizität verbinden Menschen weltweit. Ja, John und Sam, die haben profitiert. Fortschritt kennt keine Grenzen. Das macht mir Angst. Ja, das kann ich gewissermaßen definitiv nachvollziehen. Was ist mit dir da? 3 Telefone, 4 Telefone in einem Raum, der muss ja recht übertreiben. Hallo, Sam hat mir einiges über dich erzählt. Wie bitte? Er hat dir nichts über mich erzählt. Ich bin Sams Freundin. Wir sehen uns nicht oft. Das Telefon verbindet uns. Thanks, wir sind... Ja, ihr müsst ja auch nicht hier über Telefone miteinander kommunizieren. Ihr könnt auch einfach hochgehen und miteinander retten. Ach ja, was ist das? 2 Leute sitzen sich im Raum gegenüber und simsen erstmal miteinander oder WhatsAppen miteinander. Er forscht nicht nur Elektrizität, sondern auch andere Sachen. Wir helfen ihm bei seiner Studie. Alles klar. John ist im 1. Stock. Er muss wohl wegen seinem Experiment sehr müde sein. Okay, wie geht's an dir, John? Ich bin beunruhigt darüber, wie die Elektrizität das Leben verändert. Vielleicht stiehlt sie die Güte der Menschen wie die Kerze das Licht. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Hoffe ich. Ja, der sieht's auch irgendwie, dass dann das Leben hektischer wird. Das bringt zwar Vorteile, hat aber auch Nachteile. Das ist halt einfach so. Es ist halt leider echt so. Hui, das Kinderheim ist aber ganz schön explodiert. Fernsehen macht Spaß. Zombie. Ich lieb Fernseher. Ach du Scheiße. Du hier? Nachdem die Wills Flugzeug gebaut ist, waren alle Leute freundlich zu uns. Erwachsene sind manchmal ziemlich komisch. Ist Perry nicht bei dir? Gesagt, er sei mit ihr sehr lustig und wollte ihr folgen. Ach du liebe Zeit, habe ich einen Stalker. Will hat uns eine Menge Bücher gegeben. Ich werde alle lesen und eine Flugzeug bauen. Oh je. Hier hupsen auch noch welche rum. Guck, wie toll ich springen kann. Und du hier? Wenn ich groß bin, wäre ich berühmt wie der Perry. Was ist der dann berühmt? Ich bin als Lehrerin gekommen, aber alle sind total beschäftigt. Das ist das Problem, aber das ist ein Zeichen von guter Gesundheit. Oh Jesus. Und ja, plötzlich, dann nachdem der Will wohl durchs Flugzeug berühmt worden ist, sind auch die Kinder hier bekannter worden. Das ist auch irgendwie merkwürdig. Menschen können wirklich sehr komisch sein.
Und hier neben haben wir nichts mehr. Okay, das war jetzt dann Liberita auf Stufe 3, aber ich glaube echt, wir hätten es jetzt erst auf Stufe 3 gebraucht. Naja. Jetzt verwendet man das Flugzeichen natürlich mal. Und wollen mal gucken, was das Doppeldinger Gebrüder Wright-Ding hier kann. So. Okay, so gehen wir hoch und so gehen wir runter. Mit Y können wir angeblich beschleunigen. Na, hopp. Zack. Jetzt gucken wir mal, wo wir noch landen können. Ja, Loa haben wir nach wie vor auf der größten Stufe. Und Ahola ist immer noch so mickrig. Das ist etwas merkwürdig. Und jetzt können wir... Ach, hier. So. Da gehen wir mal ganz runter wieder. Und drücken die A-Taste auf unserer Landebahn und dann können wir auch runtergehen. Okay, ich mag jetzt auch ein bisschen in der Story weitermachen. Und dann vielleicht mal gucken, wie es aussieht wegen Entwicklung und so von der Städte. Irgendwas kann da auch nicht stimmen. Da muss ich nochmal gucken, wo der Fehler sitzt. Aber erst mal gucken, ob ich hier irgendwo was verpenne oder so. Ich glaube nicht. Und dann gucken wir nochmal wegen Loire Stufe 3. Müsste nämlich auch noch bei der Hühnerzucht was passiert sein in der Nähe. Okay, da sind wir hier getrennt. Ich weiß nicht, ob Devota jetzt Deutschland oder Russland darstellen soll. Für mich war es auf jeden Fall immer Russland, bin ich ganz ehrlich. Und an der Stelle geht es ja auch noch weiter. Und Russland ist ja auch riesengroß, muss man dazu sagen. Und unten drunter liegt ja auch direkt Asien. Ich denke schon, dass wir es hier mit Russland zu tun haben. Weil das wird für die Vertonung hier recht wichtig sein. Sibirien, genau. Und für mich ist Beruga und die Leute von Beruga sind für mich auch irgendwie immer Russe. Deswegen kriegen die auch einen russischen Akzent. Selbstverständlich. Okay, dann gehen wir erstmal kurz nach Sibirien rein. Da ist nämlich noch ein Höhlchen, was auf uns wart. Hier ist ein Drahtseilakt noch offen. Und da finden wir nichts außer Steh. Okay. Kann mal das war dumm. Kann mal passieren. Sollte aber nicht häufiger passieren, wenn wir 16 KPI büßen dafür. Und dann geht's hier weiter. So. Zack. Und zack. Und da wart was auf uns. Und zwar erhält Aurastab. Aber das kann ja nur eine besondere Waffe sein. Weil ansonsten bei der normale ist leer. Da haben wir wieder eine Sockelwaffe gefunden. Aurastab verwandelt Stärke in Abwehr. Und 2 hat er auch mehr als einen Stab. Das heißt, wir ziehen nämlich so viel ab, aber wir haben dafür eine recht große Abwehr im Kampf. Das ist schon sehr nützlich. Ich werde euch auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Okay. Sibirien ist nach wie vor eine bittere Eiswüste. Da gibt es nichts Großartiges. Und das Gebiet später wird auch noch wichtig sein. Aber ich mag jetzt nicht spoilern für all die, die es halt noch nicht kennen. Weil Terranigma hat definitiv noch sehr schöne Momente im Spiel. Und jetzt gehen wir erstmal nach Devota. Ich guck mal, ob ich da nicht auch die Handschellefabrike irgendwo finde. Und auch die Luran-Musik passt so genial zu einem ganzen Setting, wie ich finde. Die Leute kann man eigentlich schon auch als Zombies bezeichnen. Okay, die Kamera haben wir ausgerüstet. Weil es so schön ist, ne? In Devota will er gar keine Bilder machen. Okay, kann ich irgendwie noch vollziehen. Eine ganze Ku Klux Klaner hier. Wenn du mehr wissen willst, such den Tempel seiner Jünger auf. Dort wird sich dir Berugas Macht offenbaren. Okay, das scheint da wohl zu sein, ihr Gott hier. Beruga ist unser Erlöser. Beruga wird die gesamte Welt von ihrer Falschheit befreien. Oh. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das mal. Wie sieht's dann hier aus bei dir? Wohnsitz. Willst du Berugas sägen? Niemals! Die Ungläubigen sollen aus dem Paradies weichen. Da gehen wir später auf jeden Fall nochmal hier. Ich mag mich vorher nochmal so in Devota umgucken, was hier seltsamerweise als Tempel nur bezeichnet wird. Dies sind die weißen Jünger. Sie unterstehen Beruga. Es ist eine große Ehre, als Jünger aufzuwachsen und Beruga zu dienen. Und da sind auch private Bilder nochmal von einem da, also im privaten Haushalte. Wenn ich groß bin, werde ich auch einer der weißen Jünger werden. Wünscht er das nicht so sehr. Ja, dass man euch mit dem Ku Klux Klan verwechselt.
Beruga wird ein weiteres Mal auferstehen. Er wird ein vollkommenes Paradies erschaffen. Oh je, ist das ja leid. Wie sieht's mit dir aus, du Zipfelmützerich? Er wird alle Qual verbannen, selbst den Tod wird er bezwingen. Na dann, Na nicht nur hier gibt's fröhliche Musik beim Händler. Der Schuppenmantel wird dich stärken. Cholera. Okay, klingt ein bisschen aggressiv immer bei Rosa. Das ist ja der Schuppenmantel. Schuppen besitzen einen großen Schutz, aber den kriegen wir, glaube ich, auch noch verumme irgendwo. Du kannst hier bleiben, wenn du möchtest. Das kostet 50 $. Nö, alles klar, ich verstehe. Okay, ja, es hat alles so einen passiv-aggressiven Ton hier in Devota. Ach, wieder passend zu Devot und so, ne? Also unterwürfig. Man merkt ja auch definitiv, dass die alle Beruga hier unterwürfig gegenüber eingestellt sind. Also insofern passt der Name, ach du, ist der Name wieder Programm. Und es lohnt sich immer wieder ein Häuserei zu brechen. Also ihr Kinder macht das auf jeden Fall daheim immer ein Häusereibrecher. Dann findet ihr Kristalle, die ihr beim Marker gegen Zauberringe eintauschen könnt. Wie im richtigen Leber. Wie sieht es dann mit dir aus? Beruga ist in seinem Labor, um sich vorzubereiten. Wenn seine Zeit gekommen ist, wird er auferstehen und uns erlösen. Oh je, und du hier? Ich fürchte den Tod nicht. Ich vertraue den Worten Berugas. Beruga kündigte eine Zeit an, in der der Tod keine Macht mehr hat. Das ist irgendwie ziemlich bösartig hier. Es erinnert so an Outlast 2 hier. Ach du liebe Zeit, dann gehen wir einmal in den Ultra-Psycho-Schuppe hier rein. Willst du den Segen Berugas? Ja, bitte. Begib dich in das Hinterzimmer. Ein Jünger wird dich unterweisen. Ui, sieht aus, als wäre hier ein Platz noch frei. Die Welt leidet unter Korruption. Beruga erlöst sie. Zusammen mit Beruga wird die Welt erwachen. Die Sünder werden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Gelobt sei Beruga, unser Meister. Das Bild an der Wand zeigt Beruga. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Beruga wartet im Labor auf dem See. Es liegt im Süden. Okay. Was sagst du mir noch? Setz dich und lausche Berugas Lehre. Jo, gleich. Aber erstmal mit dir. Stellt euch auf und hört die Worte Berugas. Machen wir doch glatt. Gehen wir hier rein und gehen wir an unseren Tisch hier. Alter Falter. Wow, die Musik. Einst gewann er den Nobelpreis für seine Studien über Biotechnologie. Seine Experimente mit der DNA brachten wichtige Erkenntnisse. Seitdem widmet er sich nur noch den Studien der Unsterblichkeit. Menschen scheuen die Stille und haben Angst vor der Dunkelheit. Warum? Da sie den Tod fürchten. Ein Dramatiker sagte einst, Menschen werden weinend geboren. Der Tod und die Geburt sind mit großen Schmerzen verbunden. Wenn alle unsterblich sind, werden diese Ängste nicht mehr existieren. Beruga wird diese schöne und neue Welt erschaffen. Beruga liegt im Tiefschlaf in der Kältekammer. Bald wird er in dieser Welt erwachen. Lasst uns für diesen Tag beten. Ich weiß nicht, ich kann denn irgendwie nichts Lebensbejahendes abgewinnen. Und wenn wir jeden Nobelpreisträger anbeten würden, ich weiß nicht so recht. Die machen nur groß Halligalli um nix. Das ist schon etwas arg. Aber ich steht Sache, ich speichere nochmal an der Stelle. Und wenn wir dann schon hier im beschauliche Devota sind, ach du Scheiße, speichern wir auf jeden Fall an der Stelle. Hui, wunderbar. Und dann mag ich gerade nochmal ein bisschen in die Welt rein gucke. Mag mal wieder in schönere Gegenden gehen. Nach so einem Aufenthalt hier ist das nicht so wirklich schön. Wir fliegen mal wieder weg. Das ist wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass die Leute so abseits wohnen und nicht so großartig Kontakt zu anderen lebensbejahende und freundliche Länder hin. Nichts wie weg hier. Okay, jetzt zerren wir uns hier fort. Die einzige Landebahn ist derzeit nur in Amerika. Das muss sich auch noch ändern. Ich
Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal ganz runter und zerren uns hier. Und wir sehen uns morgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.